Alright. Hallo zusammen, guten Morgen zur Hallo. zweiten Ausgabe unseres Worship Starts. Und Ja. wir haben uns ein gutes Wort mitgenommen aus dem Hebräischen. Ich habe auch Luca mitgenommen, ein bisschen Verstärkung, weil so früh aufzustehen ist nicht so mein Ding sonst. Und Luca ist Frühaufsteher vom Beruf. Nee. Ich sehe, du hast da immer noch Abdrücke vom Kissen. Ja, genau. So fühlt es sich an und vielleicht bei dir auch. Aber wir sind motiviert, mit dir zusammen in den Tag zu starten mit Worship. Luca, was hast du uns für ein Wort aus der Bibel mitgenommen für Worship? Heute haben wir ein hebräisches Wort, Yada, was so viel bedeutet wie die Hände erheben im Dank. Genau, Dave kann uns das mal demonstrieren. Also es ist nicht so den da, Soaking oder was, sondern es ist wirklich... Nicht die Schale, sondern so. Ja, genau, die Hände ausstrecken im Dank. Und genau, während wir im Deutschen eigentlich nur wenige Wörter für dieses Wort Lobpreis haben, gibt es ja im Hebräischen verschiedene Wörter. Gestern haben wir ein griechisches Wort angeschaut, heute ist es ein hebräisches Wort, Yada. Und was spannend ist bei diesen hebräischen Wörtern, da ist eigentlich jedes Mal der Körper mit inbegriffen, Ja. oder oftmals. Und so wie auch beim heutigen Wort, wie wir die Hände ausstrecken im Dank. Und das Wort, das wird oftmals gebraucht, um etwas auszudrücken, dass wir über Gott wissen, also Wahrheit über Gott auszudrücken oder auszudrücken, wenn wir etwas von Gott empfangen haben. Zum Beispiel, also ja, da wird zum Beispiel gebraucht, wenn jemand sagt, hey, ich weiß, wer Gott ist, oder ich habe gesehen, was er in meinem Leben getan hat. Und wir werden jetzt kurz so 2 Bibelverse anschauen, wo das Wort vorkommt. Und spannend ist, also das erste Mal, als das Wort erwähnt wird, finde ich immer spannend, wenn ein Wort das erste Mal in der Bibel erwähnt wird. Das ist bei Lea, also die Frau von Jakob, ist auch meine Frau, heißt auch Lea. Nicht dieselbe, aber so genannt. Genau, das ist die Frau von Jakob und sie hat bereits 3 Söhne bekommen. Das war Simeon, Ruben, Levi und dann kam Juda. Und dann hat sie gesagt, wir lesen im 1. Mose 29, 35. Danach wurde sie ein weiteres Mal schwanger und bekam einen Sohn. Sie sagte, nun will ich den Herrn preisen. Preisen, das ist eben dieses Wort Yada, das sie hier verwendet. Daher nannte sie ihn Juda. Also Juda ist, sagt man auch, aus diesem Wort Yada abgeleitet, was Lobpreis bedeutet. Und wir wissen ja, dass Juda dann der Stamm ist, aus dem dann Jesus gekommen ist. Und ich finde das mega stark. Das ist ja nicht nur ihre Reaktion darauf, auf dieses Geschenk, das sie von Gott bekommen hat. Das war nicht nur einfach Theorie oder so passiv, sondern sie hat ihre Hände im Dank erhebt und hat gesagt, Gott war mir treu, Gott hat mir etwas geschenkt. Und Das ist cool. ich finde das mega stark und schön, wie Lobpreis nicht einfach etwas Passives ist, sondern etwas Aktives, das wir mit unserem Körper tun. Seid ihr soweit mit mir dabei? Ja, voll. Gut. Es erinnert mich auch ein bisschen an Fußball oder wenn du sonst jemanden feierst, Ja. du oft streckst du die Hände empor oder sagst so, hey, ich anerkenne, du hast was Großartiges geleistet getan Ja. und das ist bei Gott ja unendlich mehr. Genau. Jetzt im nächsten Bibelvers sehen wir, dass eigentlich Yada, der Körper, mit unserem Herzen verbindet. Das finde ich mega spannend. Also im Psalm 9, Vers 1 lesen wir, ich will den Herrn loben, Yada, von ganzem Herzen. Ich will alle deine Wunder erzählen. Also wir sehen Hände und Herz, das gehört zusammen. Also ich kann mit ganzem Herzen Gott anbeten und ich glaube etwas ganz Tiefes, und zwar, dass dein Körper deinem Herzen helfen kann, Ja, Gott anzubeten. das stimmt. Und vielleicht kommst du am Sonntag rein und denkst, so, ich fühle mich überhaupt nicht nach Worship und ich habe vielleicht Sorgen oder weiß ich was oder ich kann mich jetzt nicht auf Gott einlassen. Dann, wenn du dann aber deine Hände erhebst, ein äußerliches Zeichen machst, du nicht einmal ein Wort sagst, dann bist du gerade dabei, Gott zu preisen. Und ich glaube, dass oftmals folgt dein Herz dem, was dein Körper tut. Das stimmt. Und das
finde ich mega stark und mega schön, dass da dass wirklich wir mit unserem Körper wie vorausgehen können. Und noch, dies ist ein hebräisches Wort und im hebräischen Denken, das ist ein bisschen anders als unsere westliche Kultur. Wir versuchen so diese Wörter, wenn wir sie hören, so mit unserem Verstand zu erfassen und so vielleicht schreibst du dir jetzt auf, ja, da bedeutet ausgestreckte Hände, aber das ist alles gut. Aber im hebräischen Denken, also die hebräische Denkweise, also wir sagen, wenn wir etwas mit unserem Verstand verstehen, dann können wir es glauben. Im Hebräischen heißt es, wenn ich es erlebe, dann erkenne ich es. Und ich möchte dich ermutigen jetzt, wenn wir dieses Lied singen zusammen, Gratitude, dass du das erlebst. Dass du deine Hände ausstreckst im Dank und sagst, Gott, du bist Gott. Und dich einfach äußerlich ausstreckst heute Morgen. Yes. All my words fall short. I've got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do. Every song must end, but you never do. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. I know it's not much, but I have nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response. I've got just one move with my arms stretched wide. I will worship. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I have nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, So come on, my soul, don't you get shy on me. Lift up your tongue. You've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come on, my soul, don't you get shy on me. Lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise
I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Komm, wir nehmen uns einen Moment, wo wir uns ausstrecken zu Gott. Und bevor wir alles im Griff haben, erheben wir unsere Hände. Yes, Lord. Während du vielleicht noch mitten im Prozess bist oder voller die Gefühle dich überkommen, dann erheb deine Hände. Yes. Und lass dein Körper vielleicht vorausgehen heute Morgen. Und dein Herz darf folgen. So I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Amen. Amen. That was a good one. Danke euch, dass ihr euch zugeschaltet habt und wir schicken euch mit viel Zuversicht in den Tag. Jedes Mal, wenn es dir wieder über den Kopf wachsen will, einfach einmal Hände erheben und sagen, Gott, du hast es im Griff. Yes. Oder? Mhm. Cool. Come on. Be blessed. See you tomorrow.